Die Regierung hat angekündigt, Studienbeihilfe zu kürzen. Dass die Staatsschüler nicht einfach so bieten lassen, haben die mehr als 12.000 Leute Streik bewiesen. Schüler aus dem ganzen Süden haben sich für LG getroffen, für zusammen den Zug an den Start zu holen. Das war von den 3 Treffpunkten, von wo aus der Streik fortgegangen ist. Schüler vom Geesteknäppchen und vom Lampertsbierg haben sich mit dem Minetta von der Gouin aus auf der Place Clairefontaine für das Ministère getroffen. Man merkt auch Streiken nicht für so, wir wollen 6.500 € wie die meisten Mengen. Wir merken Streiken für den Herrn Meutsch so, und Herr Meutsch, wir haben erst konkret Propose gemacht, für eine Alternative zu finden zu dem Projekt. Die soll etwas finden, wo nicht für ihn zufrieden ist, aber wo die meisten da zufrieden sind. Natürlich, du meinst, es geht nicht durch, weil Schüler hier am Land bleiben, aber in den Alter wohnen müssen. Das ist nicht die richtige Lösung, oder? Nee, ich meine, was dadurch Versicht geht, das ist just zu spüren. Da geht die Reich, die kommen dann nur davon, und die Armen, die bleiben dann wie immer sitzen. Was die Schüler am meisten stört, ist, dass Basisbuch drastisch gekürzt wird. Komischerweise scheinen aber nicht alle Schüler den Echt von der Situation erkannt zu haben. Für nicht an die Schule zu gehen. Ehrlich. Hast du dann nicht Angst, dass du noch keinen Sohn hast, für Studieren zu gehen? Boah, nee. Das interessiert mich doch. Trotz allem sind die meisten aus Überzeugung mitgekommen. Auch wenn sie selber keine Schüler sind. Studenten streiken ja heute, weil die Studentenbuchsen gekürzt gehen. Aber was haltet ihr davon? Ja, nee, das kann nicht sein. Das kann überall gespürt gehen, nicht bei der Jugend. Ich fand nicht gut, weil es wird immer gesagt, Zukunft, das sind Schüler, das sind die noch kommen. Aber wenn in denen nicht richtig ausbilden kann, weil zu fehlen, dann hat ihnen noch keine Zukunft. Dass es schon ein bisschen gekürzt geht, das ist verständlich. Aber dass die bis auf so einen Montag gekürzt sind, fand ich wirklich nicht gut, weil verschiedene Leute wirklich finanzielle Probleme haben, die aber trotzdem Studien machen. Und das ist aber wichtig, dass sie aber die finanzielle Hilfe auch kriegen. Wir haben auch das Problem, dass ich mit meiner Schwester im selben Klassenniveau bin und meine Eltern daneben müssen für uns zwei dann abkommen. Und das ist für sie nicht ganz einfach, du weißt, das ist aber auch wichtig. Das ist einfach, weil es aber egal war, dass das gekürzt wird, weil jetzt ist schon nicht viel so und das meiste geht sowieso schon auf den Loyer drauf. Und keine Ahnung, noch zu kürzen, nicht mehr für um Staat zu spüren, also da war ziemlich stumm. Auf Anfang streiken wir für Changement zu kriegen. Wir wollen, dass Buchs nicht, also dass ein Changement da ist. An der Hinsicht, dass man die Propos, die der Claude Meutsch gegeben hat, nicht zu akzeptieren ist und dass man da etwas ändern muss. Ich bin das mein Freund und mein Bruder mir Geld kriegen. Natürlich geht es so von den Eltern, also von ihren Eltern nicht durch. Ja, doch, aber es kann ja aber mit Taschengeld noch dabei kriegen. Wieso geht ihr streiken? Nee, für Zukunft. Wir denken, wir unterstützen nur doch die anderen Leute, von Leute dabei sind. Okay. Und sieht ihr dann in der Zukunft nur gefährdet? Ja, natürlich. Zum Teil ja. Ja. Zum Teil ja, weil zum Beispiel meine kleine Schwester hat ja auch auf die Uni irgendwann mal gehen. Weil wenn wir das selber muss bezahlen, geht das ziemlich kompliziert doch. Ja. Also mich später. Auch für Eltern, die nicht so gut verdienen. Okay. Und dafür kannst du heute mal streiken, Haut. Auf jeden Fall. Ja. Das ist ganz wichtig. Ja. Das ist ja ein Streik, weil eben Staat Buchsen für Studium für die Uni kürzen will. Und eben, es ist noch nicht verstanden, weil eben Bildung als etwas ganz Wichtiges. Wie sollen wir dann eben, wenn wir im Ausland gehen oder so etwas, überhaupt eins gehen? Ich kriege verschiedene Unien, zum Beispiel London, die 10.000 € kosten. Wie sollen wir dann schon mal 6.000 € eins gehen? Wie sollen wir dann mal 4.000 € eins gehen? Voilà, für mich ist auch Bildung etwas ganz Wichtiges, sogar, wenn nicht das wichtig ist. Und eben, wie es gesagt wird, auf Bildung, die wir nicht verzichten. Ja, ich gehe mal streiken, weil ich das ungerecht fand, weil ich der Meinung bin, dass für allem haben sie den Eltern Kindergeld weggeholt, für die Kinder noch zu gehen. Und nun haben sie die Kinder drin weg. Und das fand ich eine Sauerei. Das ist nicht für uns, das ist für die Nächsten. Weil ich das nicht okay fand. Und ja, den Herr Meutsch meint, ihr könnt alles machen. Das von der Demokratischen Partei, aber ich kann nicht viel Demokratie. Ja. Ja. Kannst du dir vorstellen, hier in Lützeburg zu bleiben, aber den Älteren wohnen zu bleiben, für zu studieren? Ja, also wenn das so bleibt, dann muss ich ja bald. Ne? Also ich hatte nicht viel mehr. Wenn das so gemacht wird, dann ja.
Das ist blöd. Das ist der Titel für Code oder Doktor, weißt du? Wenn du als ein normaler, zum Beispiel von meinen besten Kollegen, keine Ahnung, die können als eine Arbeitsstoffamilie, dem noch was die will studieren und die kriegt das nicht finanziert. Das heißt, wird gesagt, den Eltern noch keinen Sohn kannst nicht finanzieren, scheiß auf deine Bildung. Und wir fragen dafür, dass die Buchsekürzung nicht durchgezogen wird. Das heißt, dass einfach noch immer jeder die Buchs kriegt, wo er zusteht. Dass noch immer dieselbe zu hat, für auch noch Sachen zu machen und alles. Und für die Ausbildung weiter zu finanzieren. Ja. Das heißt, so von euren Eltern genommen nicht durch. Also, es ist so, nicht alle Familien haben die Meier für das alles zu bezahlen. Und gerade für die ist es auch gut. Und das macht auch weh, wenn ihr die ganze Zeit von Eltern abhängig ist. Das ist auch eine bestimmte Nacht von Freiheit, wenn ihr mit der Buchs kann selber finanzieren und alles. Das ist doch eine gute Sache, dass die Buchs eben immer selbst bleibt. Die Zahl von den streikenden Schülern wird zwischen 10.000 und 15.000 geschaut. Und trotz dem immens großen Ablauf goufen es keine größeren Komplikationen. Ja, ich meine, bis noch immer keine Überraschung, sind so viele Leute da, wie angekündigt werden. Wir können natürlich nicht überprüfen, wir zählen sie nicht. Aber das ist schon impressionant. Der Organisator möchte eine gute Arbeit und ich meine, wir sind noch gut abgesetzt. Wie viel sind das da ungefähr für den Moment? Wir können nicht nur zählen. Ne? Wie gesagt, wir wissen nicht, ob da 1000 oder 15.000 kommen. Für uns ist das in sich ziemlich egal. Der Trafik ist ein bisschen gesteuert. Dann gucken wir, wenn alles so läuft, dann ist es in sich egal, wie viele Leute kommen. Wir können mit den 15.000 gut leben. Op der Clairefontainsplatz haben sich dann die verschiedenen Schülerkomiteen Knell und Dünel zu Wort gemeldet, an ihrem Frust freie Lauf gelassen. Wir sind nicht mit einer Reform einverstanden, die dafür sorgen wird, dass Männer Leute studieren. Gerade Leute aus sozial schwachen Familien fangen kein Studium an, weil Beihilfen nicht hoch genug sind. Das kann ich nur lesen, dazu gehen die Tüten und Zöllen aus dem Ausland. Also nur am ganzen 13.500 €, wo der Mama kriegt. Und am Fall von einem Master 22.500 €. Wir wissen etwas. So, mit der Reform klappt das nicht. Lassen wir mal aufwarten, wie die nächsten Gespräche mit der Regierung verlaufen. Bewiesen, dass mir nicht alles gefallen lassen, haben wir ja Abschied verfolgt.